hat ja schon eine Konferenz mit John Schellinghausen, das war am März. Das war so am Cercle, haut immer ein bisschen mehr an einem kleinen Kader. Ja, ich meine, ganz flott, da sieht man mal am Museen, da kann man vielleicht noch profitieren, die eine oder die andere Ausstellung, mir schön zu gucken. Voilà, der nächste Teil, das ist mehr gerne Mutter Gottes und sich die Lektion 1666 als patronisch von der Stadt, dann noch vom Land. Die ganze Symbolik und die Attribute, ein bisschen der Vergleich auch mit dem Ausland, wo ihn auch ähnliche Kulten hat. Ne? Was ja ganz interessant ist, also wir sind nicht die Einzigen. Ne? Und Haut geht es dann, gehen wir am Anfang ein bisschen auf die, also passt ja auch gut, sie haben miteinander Oktav, Haut geht es um die Oktav. Ne? Und sie haben bei 400 Jahre hier, dass das entstanden ist, 1624. Ne? Und 400 Jahre Geschichte, doch eine ganz wechselhafte Geschichte, doch mit den Erbrechungen, das nicht immer, also das Jahre war kein Oktav, und das ist aber immer nicht ein Jahr abgeliefert, ne, und hat sich auch verändert, gebe ich mal so, also das gibt mir ja noch gewohnt, es hat sich auch verändert am Laufe von den Jahrzehnten, von den Jahrhunderten. Voilà, dafür ganz schön, dass wir das dann halt können lauschen. Ich bin gespannt, den John Schellinghausen nicht vorzustellen, die mich kennen, hier als Theologe, Kirchenhistoriker, von den wenigen, die man halt zu Lützeburg haben. Also man wird danach geschwärzt, also da fehlen doch ein bisschen Novus, also Historiker, junge Historiker, die sich mit der religiösen Geschichte beschäftigen, mit der Kirchengeschichte, das ist ein ganz wichtiger Teil von unserer Geschichte, von unserer Gesellschaft einfach ist. Aber hoffentlich gibt es auch dann mal Lust, für dass man mehr als mit den Themen beschäftigt. Voilà, ich gebe dir das Wort. Merci. Ja, merci für die Vorstellung, lieben Guy, Herr Direktor, die Damen und die Herren. Wir sind Matzen an der Oktav, ein wunderbarer Kader für die Geschichte von der Oktav zu schwätzen. Ich werde folgende Themen abordieren. Die Elemente von der Oktav, Elektion a Pakt als Kehr von der Wallfahrt, Entwicklungen, die Oktav am 19. und am 20. Jahrhundert, die verschiedenen Bestandteile, eine Konklusion. Direkt ist Kapitel die Elemente. Versetzen wir uns an den Kontext von der Zeit. Die Jesuiten haben 1603 sowie a viele Städte an Europa ein College an der Stadt Lützeburg gegründet. Da sollte die männliche Jugend formiert gehen. Das Gebäude vom College steht hier nach Haut neben der Kathedrale. Bis Ugangs des 60er Jahren war das College, den Athenä, dran, du bist vor kurzem Nationalbibliothek. Den 8. Dezember 1624, Fest von der Immaculata, der Tisch der Mutter Gottes, die ohne Irf sind, auf die Welt kommen ist, und Studenten aus dem College eine Statue von der Mutter Gottes auf der Glacis 400 Stadtmauern gedrohen. Ein Glacis ist die Eidelplatz für eine Festung, wo nicht dürft gebaut gehen, an die muss frei bleiben für Kriegsmanövern. Die Studenten waren Membre von der Marianischer Sodalität, das heißt eine konstituierte religiöse Gruppe, die besonders die marianische Devotion gepflegt wird, an christliche Ideale und Wirklichkeit umsetzen wollte. So marianische Sodalitäten und Jesuiten überall bei ihren Niederlassungen gegründet. Hanner der Initiative vom 8. Dezember 1624 stund Pater Jacques Brocard, Studiepräfekt am College, gebürtig von Didenhoven. Ein paar Wochen vor run hat hier Glacis ein Kreuz abgestellt, an der rund gouf das Mariebild festgemacht. Sehr gouf das Statue ein Anziehungspunkt für Menschen, die einzel- oder gruppeweise hierherkommen sind, für am Gebiet Maria, der Mann von Jesus, hier existenziell Uleies 4 zu drohen. So hast die Platz ein Pilgerplatz gehen. 1624 mit dem Abstellen von der Statue, die bis heute am Mittelpunkt von einer Oktav steht, fängt also die Geschichte von der Oktav an. Das bedeutet, dass wir an 2 Jahren 2024 400 Jahre Oktav werden feiern.
Mënschen Demos waren heit zu Lands mat ganz heiden Liwensëmstän konfrontéiert. Krich iwwer weit Strecken a wären Jorener Jozenten, Hongersnot, Pecht, de Glaven verunsichert durch den Protestantismus und de Grenze vom Herzogtum Lützeburg. Grad dat 17. Jahrhundert zu Lützeburg war zu 3 Feierel Kriegszeit, mat Präsenz von ausländischen Truppen, die ha net grad zimperlich opgetrat sind. Den 30-jährige Krieg 1618 bis 1840, der Spanisch-Französische Krieg 1640 bis 1950, der Krieg im Spanisch-Niederlande bis 1660, der Krieg im Holland beendigt 1670. Der Krieg im Festung Lützeburg unter dem Louis XIV, wodurch no monatelanger Belagerung von der Festung 1684 Lützeburg auf Frankreich übergeht, ihre 1697 im Zurück aus Spanien fällt. Die Statue selber hat den Titel Consolatrix Afflictorum, Trägstrin am Leid, Tröstrin der Betrübten, Notre Dame de Consolation, vom Pater Brocard, wohl weil die widrig Zeitumstände an den Trost, den Menschen bei dem Bild Gesicht davon tun, dat no gelöst tun. Die Verhalle von den Leuten hat der Pater Brocard motiviert, der Platz, wo Trägstrin stung, eng fest Struktur zu gehen. Ihn hat ein Kapell geplant und hat 1625 beim Bau angefangen. Für wat grad Glacis nur beim Festungsbereich, wobei es verwunderlich ist, dass er dafür eine Baugenehmigung gekriegt hat. Wohl weil die do vereiert gouf, so wie op Plätzen am Ausland, grad bei militärische Gefahren no bei den Befestigungsanlagen ugehof sollt könne gehen. Wie de Pater Brocard 1626 von der Pest befolget, möchte hier eine Gelübde, verspricht, falls ihm gesund gäf, mat umso mehr Eifer die Kapelle fertig zu bauen. So konnte Mutter Gottes Kapelle den 10. Mai 1628 vom Trierer Weihbischof Georg von Helfenstein konsekriert gehen. An ihr gouf die Statue von der Consolatrix abgestellt, und du hast sie blieben, so lang wie die Kapelle Glacis stung. Die Kapelle gouf eng Pilgerplatz, a von Anfang an goufen do wunderbar Heilungen von Kranken verzeichnet, die als sogenannten Mirakelbücher notiert gesehen, die sich später immer nicht ergänzt und neu abgelöst gehen. Viel Leute goufen von dem Muttergottesbild angezogen. 1630 waren es an engem Monat 12.000, an nach 5 Monaten 60.000. 1632 als eng echt Oktav, dat heißt eng Mariewoch an der Kapelle Glacis mat Gebirder a Gottesdienster gefeiert gin. An dommer sind wir schon Umfang von dem, was man nach Haut als Oktav bezeichnen. Kapelle ist wenn's dem großen Zulauf, auch wenn's de Wunder, die da geschieht wären, und dat besonders spektakulär von 1639 an, sehr zu klängen gehen. Und so ist zwischen 1640 und 1642 Rechteck und den ursprünglichen Rundebau umgebaut gehen. Damit war es doppelt so groß wie 4 drun. Also du hast den ursprünglichen Bau, und den dort hast du umgebaut gehen, und der Gottesstung am Anfang da, lo hast dann hier an der neue Kauer gesagt gehen, da war ein Trennmauer haben, da war Sakristei an oben drüber, wo nicht vom Geistlichen den Kapell betreibt wird. Es kommt zu Präzisionen, wo die Statue zeitweise an die Kollegskirche an die Stadt mit überdrohen gehen ist. Und dann ist zurück auf die Glacis. Es war das 1639 die erste Kehr. Und zwar für eine Zeit von 8 Tagen, nicht ein sogenannter Oktav. Anzureihen an die Freizeit von unserer Oktavgeschichte. Von wo die Statue hier stammt, auf wen sie geschnitzt wird, dazu haben wir kein Festwissen, wir nehmen Hypothesen. Wie die Schüler aus dem College die Statue auf der Glacis gedrohen haben, hat sie wahrscheinlich noch nicht die stoffte Kleider an, mit denen sie normalerweise bis heute präsentiert wird. Wie sie war als farbig polychromiert hölzerne Statue aus langen Holz, 73 cm hoch, erkennbar. So wie es einer ähnliche Durchstellungen gauf am Sinn von der Immaculata mit Bezug auf die Bibel, besonders Geheimoffenbarung der Apokalypse von Johannes, Kapitel 12. Und diesem Bibeltext ist als Trägerin inspiriert. Die Frau mit der Krone um Kap, mit Messias, den sie geboren hat, ihre Fuß auf der Mond sichel. Die
Statue ass normalerweis mat richtige Kleder ugedien. Der gëtt haut méi wie 60 vun alle Fäwen an aus allen Zeiten, dacks ganz wertvoller. Wie dëst vun 1866 fir d'Kränung vum Gnodebild gestëft vun de Fraen aus der Staat, die dofir hier Bijouen offréiert hunn an die mat verschafft gesinn. Oder dat vun der Madame Kühlen, d'Fra vun engem Verleer vu München Gladbach, ebenfalls matiere Bijouen drop. Statue bekleden war eng Mod aus dem Spätmittelalter, die grad an de spanische Niederlande, wozu Lützeburg geheiert huet, populär war. Statue stung an der Glaciskapelle, wo se vereiert gouf. Bei bestimmte Geleenheeten gouf se awer och a Präzision an Städe raggedroen an der Jesuitenkirch, der heutiger Kathedral opgestalt, wo méi Platz war fir Pilger. Später gouf se nees zréckgedroen an d'Kapell op de Glaci. An do gouf eng woch lang 8 Deeg oder wie nach genannt gëtt, wären enger Oktav gefeiert. Siewet Glaci, siewet an der Jesuitenkirch van Statue dostung. Des Mod, Oktaven aufzuhalen, ass Fionalen populär ginn, wéi 1666 d'Riichterin zur Patronisch vun der Staat erwielt ginn ass. Das geschitt och am Kader vun enger Oktav. Samstes den 9. Oktober ass d'Konsulatrix vum Glaci Präzisionsweise an Jesuitenkirch gedroe ginn, wo den Abt vu St. Maximin sondes der Wählungsmass gefeiert huet, a Präsenz vun allen zivilen Autoritäten. No Mëttes ass d'Gnodebild neser feierlicher Präzision zréck an Glacis Kapell gedroe ginn. Eng woch lang, eng Oktav, ass an der Kapell deeglich Mass zelebréiert ginn, jeweils fir en enre Stand vun der Gesellschaft. Owen vum 8. Dach, sondes de 17. Oktober 1666, gouf d'Festoktav mat enger Präzision en Kapell aufgeschloss. So eng Oktav, wo da viel Leiit, Gruppen, Paaren an Sophirun bei Mutter Gottes gepilgert sinn, ass vun der also no 1666, am Mond Oktober gefeiert ginn, de Stichtag vum 10. Oktober, dem Dach vun der Erwählung vun der Staat Patronisch. Mit 12 Joer mi spéit, den 20. Februar 1678, wie d'Gefolg vun enger Belagerung vun der Festung durch de Louis XIV gewus ass, gouf sie joch zur Patronisch vum ganze Land erwielt. Och am Kader vun enger Oktav an der Jesuitenkirch, wo sie opgestalt gi war, a wo d Magistral vu 17 Lützeburger stiert 3 Erwählungsurkunden ënnerschriwen hunn. Et waren dat Barel, Chiny, Virton, Neufchâteau, Bachnech, Durbuy, La Roche, Marche, Houfalis, Grevemacher, Echternach, Bitburg, Neierburg, St. Vith, Feiernen, Dickerich an Remich. An dese Stiert gouf die Not der Wählung wiederholl. Nodems auch den zuständigen Trierer Erzbischof von Orsbeck, der Bischof von Leck, Maximilian Heinrich von Bayern, an die Remisch Rittenkongregation hire für wer fir dieser Wählung ginn hatten, gouf ein groß Feier fir den 1. Sonntag am Juli 1679 festgesat. Samstes den 1. gouf Gnodebild an Stadt brucht, sondes den 2. Juli Fest Marie Heimsuchung war Tuldigungsmass an der Jesuitenkirch, zelebréiert vom Weihbischof von Trier, Johann Heinrich von Annetan. Mëttes gouf d'Statue neser Präzision zréck op de Glaci brucht, an do waren dun 8 Deeg lang Feierlichkeiten, also rëm eng Oktav, die mat enger Schlusspräzision sondes den 9. Juli ëm Kapell beschloss ginn ass. Den no deselvigen Szenario wie 1666. Die beit zoustänneg Bischef vun Trier a Leck hun dun d'Festfeier vun der jährlicher Oktav op d'Woch vum 4. bis 5. Sonntag no Osteren verluecht, also an d'Fréjoer. A bis haut besteht die Oktavio weiter all Joer zu der Zeit, wie man so an d'Oktav ginn, dat heescht Pilgerin. Aus denen ursprünglich 8 Deeg Oktav goufen der später 10 dun 14, so wie wir bis haut jo kennen. An der Oktavzeit steht Statue vun der Triichterin Votiv Altor. Da das die göllne Rokoko-Altor, die für den 1. Centenaire von der Erwählung von der Stadt Patronisch 1766 von den Jesuiten ugeschafft war. Für an der Oktav Gnodebild en Evidenz zu setzen, bald wie auf einem Thron. En as Gemerkin vom Schlössermeister Pierre Petit, den sich Formation zu Orval demals nach Lützeburg gekriegt hat.
Nachkommen vun der Familie gëtt bis haut heit zu Land. Bis haut ass des Mariestatue en Hauptanziehungspunkt an der Kathedral an der Stadt. Do steht sie definitiv sind dat Kapell und Glasi zersteiert gin ass. War dat am Joar 1796, wie d Französisch Revolutionstruppen se profanéiert, an e Schluchthaus ëmgewandelt a schliesslich aufgerat hunn. Zter hier ass die Jesuitenkirch Pilgerkirch, a gouf am 19. Jahrhundert och nach zusätzlich Kathedral, dat heescht Bischofskirch. D'Elementer vun der aller Glasiskapell näher hin vum Recht eckige Koer, die 1642 ugebaut giwer, er jo 2016 erëmfund, bei Äbichten vun der Stadt Lützeburg fir den Tram ze aménagieren. Do iwwer wo de Plastikleit wenn Skeletter ge natürlich aus Diskretion grin protegéiert an net Leiit einfach gewissen as x Skeletter die do fand. Leiit die do begroewe gi waren. Bei der Eröffnung vun All Oktav gëtt Zter de Marianesche Joer 1954 Gnodebild durch d' Kathedral gedroen. Ihre op de Votivaltor opgestalt gëtt fir die 14 Deeg Wallfahrtszeit. Dobei gëtt gedroe fu Schüler aus dem Kolleg an Erinnerung hun die echte Käier, wo sie dat gemat hun den 8. Dezember 1624. Wir kommen bei 2. Kapitel Erwählung am Pakt als Kehr vum Oktav geschehen. Stechdatumer a bleibend Referenzen fir als Oktavgeschicht sind die 2 Erwählungen vu 1666 a 1671. Wo die politisch Autoritäten vom Herzogtum Lützeburg Maria an engem feierlichen Akt zur patronisch gewählt tun. Auch van Oktav als sollich jo schon 4 Runden als sporadisch Manifestation existiert tut. Melo gëtt ze zur fester, strukturierter Institution am Lauf vom Joar, kirchlich an gesellschaftlich. De Muster vun den Erwählungen vu 1666 a 1671 fannnen wir bei der Elektio vun der Mutter Gottes sowie Jesuiten an Membre vun ihre Sodalitäten se praktizeiert tun, als eng Pastoralmethod vun Glaubenserneuerung. Ähnlich bei der Bruderschaft vun der Trösterin der Betrübten, die Jesuiten 1651 an Niewe gerufen hatten, denen hier Membren sich ebenfalls der Mutter Gottes geweiht tun, an den Leben innner ihrem Schutz an ugelegt durch ihr Beispiel versprach hun. Haien Depliant vun der Bruderschaft mat der Deskription, den Opnahmebedingungen an den 4 geschriebenen Exercissen an den 2 Sprachen Deutsch an Französisch. En plus hun Jesuiten fir d'Paarliewen ze erneuieren paar Missionen organiséiert an, Christenlehrbruderschaften verbret, denen hier Membren och eng Konsekration und Mutter Gottes Viergeholl an all Joer erneuiert hun. Das alles am Dienst vun der Evangelisierung am allen Herzogtum Lützeburg. Wir stellen also fest, wie dat ganz Erwählungsgeschehe vu 1666 a 1671 einschließlich den Oktavfeieren do rundherum, formal an inhaltlich ganz aus dem Geist von der Gesellschaft Jesu an ihre pastorale Methoden zu Lützeburg entstanden ass. Heiers vu Bedeutung, dass die 2 Erwählungen net vu kirchlicher Seite wie vun de politischen Instanzen betriebe gesinn, och van Jesuiten lächtlich der Hannerstungen. Politiker, de Conseil provincial, respektiv die 3 Stände, wo Städter Land, demos an enger prekärer Situation durch Krieg, Pest, Hunger a religiös Aufhechtungen ënnerte Schutz vu Maria gestalt. Dat kann ihr nimme verstohlen am Kontext vun der Zeit, wo kein kloer Kompetenzopdelung tcht Kircher Staat gouf wie haut, wie wo Beitinstanzen transversal mat den liiert wären. Die Verspreche vun Demols gin noch haut nach Aljoer erneiert, fir die Wale vun Demols zu bekräftigen, obwohl se haut an der veränderter Situation vom Chef vun der Lützeburger Kirch, dat heescht vum Bischof Viergeholl gin, an net mehr am Nom vun de politischen Responsablen, die wohl nach dabei sind, aber nicht aktiv an Erscheinung treten. Das geschieht jeweils Schluss sondig vun der Oktav mam Votum Solemne, wat nicht anderes als wie die Erneuerung von dem Treieversprechen vis-à-vis von Maria an Dorufe von ihrem Schutz iwwer Staat erlangt. Ein von den theologischen Elementen von diesem Kult als die biblische Notion vom Pakt. 2 Parteien engagieren sich ein vis-à-vis vom anderen durch eine Allianz,
die an einem historischen Moment geschlossen gin ass, an all Joer beim Rendevous vun der Oktav erneiert gëtt. Die glewig engerseits die Treiwelle stohn zu ihren reliesen a moralischen Engagementer, an einerseits Mutter Gottes, die firhiert Volk, dat hier Geweiders bei Gott interveniert. Als Awohner vu Stader Land, soweit ze katholisch sinn, droh bis haut die Verzegung, dat ze mat der Mutter Gottes durch diese Pakt, e Bund eng Allianz verbunden sinn. De Bund vu Gott mat segem Volk as jo eng urbiblisch Idee an durchzieht beit Testamenter, dat alt an dat Neid. De Pakt töcht Maria an ihrem Volk, nos autem populus tuus, mir sinn dei Volk, war de Wopespruch vum Bischof Lommel, gëtt all Joer erneiert durch d'Oktav mat ihrem Point d'Orgue Schlusssondig bei der Erneierung vun der Weih und Mutter Gottes Mois an der Homas, a mat der grosser Schlussprozession no mittes. Och van et Teil en öffentliche Vertrag geht, as et dach die ganz persönlich Sach vum einzelne Mënsch, a wat fir enger Intention, an a wat fir engem Grad hien sich so eng gelübde bedeligen oder net bedeligen wëlt. Wie weide so e Lien zukunftsträchtig ass, dat das eng reell froh. Das umso méi Joch d'Oktav an den letzte Jahrzehnten von ihrer Ferveur agebeist huet. Durch manner Bedeligung, Entchristlichung von der Gesellschaft, a fraglich Partizipation vu politische Mandatsträger an engem Regime vun Trennung vu Staat a Kirch. Op der anderen Seite ist festzustellen, dass die linguistisch Kommunitäten, die zu Lützeburg implantiert sind, Portugiesen, Frankophoner, Italiener, Anglophoner, Polen an so virun, immer mehr Deelhullen u wichtigen Momenten vun der Oktav. Wie lang Zeit der Messe du Peuple de Dieu 1. Oktav Sonntag, die das Jahr für die erste Kehr weggefallen ist, Lichterprozessionen, Rosaire intercommunautaire, Massen von denen verschiedene Spruchgruppen, Folklorgruppen, die unter Schlussprozession partizipieren, an so virun. Damit drohen sie dem Umstand Rechnung, dass wir ein Immigrationsland sind, wo die religiöse Komponente eine integrative Kraft entwickelt. Der dritte Kapitel Entwicklungen durch no. 1642 ass am Kontext vun 30-jährige Krieg e klengt Andachtsbildchen mat enger Durchstellung vun der Lützburger Madonna op den Niederrhein kom, op Kevelaar, no bei der holländischer Grenz. Doaus as eng vun de gréessten Deitschen Mutter Gottes Wallfährten entsternen, die Haut viel méi bedeutend ass wie déi zu Lützeburg. Net mich spät wie viel enger Stunde, weil ich bei eng Antiquaire hier an der Stadt und unser Bild kauft, wat Kevelaer Bildchen noch weist, aber ha Kartusch, das den Text an holländischer Spruch. Das ist im 18. Jahrhundert, das weist darauf hin, dass eben viele Holländer hier gepilgert sind, aber bis heute als Kevelaer die größte holländisch Wallfahrt für Katholiken. Also ganz viel kommen von dieser Seite, just ein paar Kilometer von der holländischen Grenze weg bei Venlo an dem Strich. Also, voilà. So nicht wie viel Gast tut. Das aber gerne. Von 1680 bis 1773, also praktisch 100 Jahre lang, gouf d'Oktav am Zeitraum zwischen dem 4. und dem 5. Sonntag no Ostern all Joer gefeiert. Für d'Oktav gouf genau de Bild samstes an Jesuitenkirch brut, falls es nicht schon wenn's Kriegsgefahr durchstung. A Sondes no mittes nees a feierlicher Präzision op de Glaci an Kapell zurückgedrohen, wo dun 8 Tage weiter gefeiert gouf. Später huet sich angebegert, genau de Bild die 8 Tage an der Stadt Kirch zu lassen, an der Regel Schluss Sonntag präzisionsweis zurück op de Glaci zu bringen. So was als Schlusspräzision entstanden. D'Oktav, besonders Schlusspräzision, gouf an der Regel mat großem Pomp gefeiert. Von den Jesuiten favorisiert, aber von dem strikt soberen Courant vom Jansenismus am 18. Jahrhundert, den zu Orval an der Abtei ein aktiven Zentrum hat, stark hannerfrot. Beide Richtungen haben sich gegenseitig bekämpft und argumentativ ugegraf. Demals muss die Schlusspräzision übrigens von der Erwählung von 1666 méi engem Umzug vom Kölner Karneval geglach hun wie enger frommer Präzision. Da goufe groß Schauwehen mat gefauert, an op de Strassekreuzungen, wo Präzision lerncht kommmers, Schaubühnen opgestalt mat biblischen oder historischen Szenen, wie zum Beispiel die Beiderwirlungen, mat liewische Mönchen. Du siehst also eng
eng Mutter Gottes ja als liebige Personage durchstehen als mat an ihrem Hofstaat gespielt können so. Ne? Also mat liewege Mënsche, Kulisse, Symboler, wat alles ziemlich spektakulär, war an der typisch barocker Frömmigkeit, die en gros Schau an Erliefnisbedürftigkeit hat, entsprach huet. Or as d'Oktav vum politische Pouvoir instrumentaliséiert ginn, sinn an der spanischer Zeit Marienszenen bei der Prozession so opgezogen, dass Konsulatrix Staater Land vir de Franzosen schützt, da gouf dom Ammarsch vum Louis XIV de Spies ëmgedreht. Lo sind die Franzisch Kinneken der Reiner durchgestalt gin als Großprotektoren vum Mariekult. 1773 gouf den Jesuitenorden opgehowen. Den echten Centenär vun der Erwählung vun der Staatpatrinisch kont nach mat Eklat gefeiert gin 1766, a fir déi Gelegenheet feier den Votivaltor ugeschafft gin, so wie in Zenter hier wie all Oktav bis haut opgericht gëtt, an der Wallfahrtskirch e besonnech feierliche Charakter gëtt. D'Ophiwen vun dem Jesuitenorden 1773 war e schwere Schlag an het kënnen den Out vun der Oktav bedeiten, weil die traditionellen Organisateuren weggefallen sind. Mir op Drängen vun den Staatresponsabel as se trotzdem zelebréiert ginn. De Staat Klerus huet d'Relief geholl, besonders de Pasteur vun der Kirch. Centenärsfeierlichkeete vu 1778 konnten net stattfannen, weil am Mai vun dem Joer Paer aus der aller Nikloskirch Krautmaet, die aufgerat gouf, ausgezun ass an agezun ass an Jesuitenkirch, die lo Theresien an Nikloskirch ëmbenannt gouf. Net zuletzt zu Ehre vun der Käserin Maria Theresia, die der Staat Kirch geschenkt huet. Lützburg huet demals zu den österreichischen Niederlande geheiert. Zenter hier ass die Kirch, als heutig Kathedral, och Porkirch vun der Stadt. Bis haut, wo es auch der neier an einziger Paar vun der Stadt den Numm gëtt, nämlich Lützeburg Notre Dame. Recht am Mai 1781 as dun organiséiert besonders vum Pasteur Paul Feller Centenärs Oktav no gefeiert ginn, an dat fir lächte Keier mat iwwerschwänglicher Barockfrömmigkeit vir der Franzécher Revolution. Dese Stich, den Schlussprozession reproduzéiert, weis der vollem Glanz die verschiedenen Akteuren, Wehen, Kutschen, Gruppéierungen, die viergestach sinn. Inner dem Kaiser Joseph II. Gouf de Prozess vun Entbarockiséierung, die schon virdroen agesat hat, handgreiflich. Durch ein Edikt vu 1786 huet Joseph II. Verboten, an de Prozessionen Statuen ze drohen. An den huet 12 vun de Prozessionen reduzéiert, a just Bitprozessionen, a Leichendagsprozessionen an eng vum Ortsbischof genehmigt Prozessioun an de Pairen erlaubt. Dat het doch den vun der Oktav a vun Oktavprozessioune kënne bedeiten. Mit zu Lützeburg hat die Fantasie an et Vorsinn sich ze hëllefen fir de kaiserlichen Dekret ze ëmgoen. Gnodebild gouf an der Galakutsch vum Abt vun Echternach an die Kloskirch gefauert, an nach die Stropperem Zreck op de Glasie an Kapell fir linksariert Leitspalléierstummen. Zemal also, so wie urgéiert, keng Präzision a keng Präzision mat Statu, Welt war jo keng Präzision. Ma schon 1787 ruderte Joseph II. Zreck a konnten Präzisionen erem ofgehale ginn. Zwischen 1789, wo zu Paris die Französische Revolution ausgebracht war, a 1795 gouf öfter, wenns drohender Kriegsgefahr, d'Statue vun der Trächterin an d'Stadt Poerkirch raggedrohen an opgestalt. Huet die Wallfahrt zu Consolatrix Afflictorum sich also kontinuierlich entwickelt bis haut. Eng decisiv Zäsur gouf effektiv die Französische Revolution Ende vom 18. Jahrhundert, die d'Oktav prejudizéiert huet, so wie se mat all öffentlichem religiöse Liewen heutzulands Schluss gemacht huet, an kirchlich Liewen an Katakomben verbannt huet. Die lächt öffentlich gefeiert Oktav mat Schlussprozession fënnt an der beläerter Festung, die in der Beschossstung den 9. Mai 1795 statt, oni viel Pomp. Nëmme Staater Leiit an Soldaten konnten deelhoelen. E Monat mi spéit fällt d'Festung an d'Hand vun de Revolutionstruppen, an den nächste 7 Joer kont Oktav nëmmen Bannen an der Nikloskirch gefeiert ginn. An och dat nëmmen, well de Pasteur Jean-Baptiste Käufer mat singe Kaplein
am Gegensatz zu den meisten Geistlichen den vom französischen Staat vorgeschriebenen 3 Eid op Republik, zugleich Hass Eid op Monarchie, gelegt hat. Der Pastor hat das gemacht, für das Gnadenbild an den Kult von der Trägerin zu retten und die Kirche so lange wie möglich zu halten. So konnte Octave minimal an der Kirche selber aufgehalten gehen, ohne externe Manifestationen. Effektiv durfte just die Geistlichen, die den Eid aufgelöst hatten, weiterhin Kulthandlungen am Inneren von ihren Kirchen vorholen. Par contre, als Glacis Kapelle seit 1621 hemischt von der Consolatrix auf Victorum beschlagnahmt und schließlich 1796 aufgerappt ging. Damit waren zentralen Lebensnerv von der Octave zerstört. Und es muss sich wundern, dass die Octave das Zäsur überlebt hat. Weil eine Wallfahrt lief ja auch von dem Ort, wo sie entstanden ist, und gewusst ist. Wir kommen bei das 4. Kapitel der Octave am 19. Jahrhundert. Über den Octave am 19. Jahrhundert, da kann in 2 Perioden unterscheiden. Eine Phase von Dekadenz, wo die Wallfahrt zurückgeht, von 1795 bis ca. 1840. Eine zweite Phase, wo die Wallfahrt abblieb, an eng Herzensugelehenheit von der Lützeburger gëtt, dat von 1842 an. Konkret. Mam Konkordat von Napoleon 1802 konnte Octave öffentlich nächst gefeiert gehen, unterstützt von den 2 Metzerbischöfen Bien-Aimé und Geoffrey, die den Lützeburger Sprengel verwaltet haben. Lützeburg war als Departement des Forêts an die Diözese Metz integriert gehen. E paar Mal haben die Metzerbischöfe an der Schlussprozession teilgenommen. 1807 hat Monseigneur Geoffrey die Octave Predigt gehalten. Aber weder der freie Glanz noch die hohe Beteiligung konnten ihrem Neis ableben. Viele Prozessionen vom Land sind nicht mehr gekommen. Par contre sind Octave-Prozessionen an der Provinz neu entstanden oder abgebläht, wie zu Dickerich, Volz und Klief. Sie bestehen teilweise weiter bis heute, wie zu Dickerich. 1815 sind die Octave-Feierlichkeiten ausgefallen. Die Stadt war überfüllt mit fremden Soldaten aus Preußen, Österreich und Russland, die gegen Napoleon, den sein Comeback hat, gezusehen und hier am Juni zu Waterloo besiegt haben. Am Wiener Kongress gouf Lützeburg als Grand Duché dem holländischen König erstellt, verleiert seine Undeler an der Eifel mit Bitburg und Neuerburg zugunsten von Preußen. Lützeburg gehörte zum Deutschen Bund und die Stadt gehört eng von den Bundesfestungen. Nach 1815 konnte Octave bis 1830 normal aufgehalten gehen, bis am August 1830 zu Bresel die Belgische Revolution ausbricht, womit der Belg sich vom holländischen König Willem I. loslässt an einen eigenständigen Staat geht. Lützeburg hat sich beteiligt, sodass das flache Land Belg auch von Bresel verwaltet ging. Die Stadt und Festung sind holländisch geblieben, weil do ein militärisches Bundeskontingent, das heißt eine preisige Garnison, das legale Regime von Willem I. geschützt hat. Die Stadt war holländisch, Land Belg. Die Festungsmauern goen zu Landesgrenzen. Aber wie die definitiv Zugehörigkeit von Lützeburg soll sein, war nicht klar. Der Kommandant von der preisischen Garnison hat 1831 verfügt, dass keine Prozessionen an der Stadt, an der Stadt, dürften aufgehalten gehen. An der Stadt war just Schlussprozession erlaubt. Der Professor Müller, Kollegsdirektor an Octave Prediger 1832, hat den berühmten Satz geschrieben: Nach 100 Jahren wird man vielleicht im Bauernkalender finden, anno 1831 und 1832 wurde die Octave-Prozession nicht gehalten. Sintemalen Aufruhr im Land und Zwietracht in der Stadt herrschte. Und die Mutter Gottes fürchtete, die großen Kinder möchten sie auf der Straße fragen, ob sie holländisch oder belgisch sei. Wenns der Grenz zwischen Stadt und Land konnte bis 1834 vom Land keine Prozessionen an die Stadt kommen. Von 1835 an waren es möglich. Mit dem Eko war schwer. 1837 kommen nun aber 35 Prozessionen mit bald 12.000 Pilger. 1841 waren da schon 55 Prozessionen mit 20.000 Pilger.
Die Dekadenzphase ass vun 1842 aufgelöst ginn durch einen neuen Abschwung, dank dem apostolischen Vikar Jean-Théodore Laurent. Lützeburg dat 1839 de wallonischen Deel und Belsch definitiv aufgetrat hat, an er segen heutige Grenzen obeneiz dem holländische Kinnig ennnerstalt gouf, war 1840 eng egeständig Kirch ënner Form vun engem dem Popst ennnerstalten apostolische Vikariat ginn. An de Bischof Laurent war den zweiten apostolische Vikar an also Chef vun der Lützeburger Kirch. Hier war persönlich e grosse Marie-Fan an huet d'Octave nei lancéiert. 1842 schreift den Festfeier vun der Octave och an de Pären viel. Sei Viergänger van der Not hat schon 1840 all Pären vum apostolische Vikariat der Trächterin als Hauptpatrinisch geweiht. De Monseigneur Laurent huet Präzisionen an die äußer Prachtentfalung gefördert, nief der spiritueller Verdeewung an der Verkündigungsdimension. Die bis haut üblich Praxis vun der degelicher Oktavpredigt geht op Pienzrick. A bis haut ass jo den Oktavprediger, die vum Bischof ernannt gëtt, immer ein extra Amt, dat an der Oktavzeit afirsticht. Galdiert Herr Prediger. Ne? Voilà. 1844 huet Laurent die Aljesuitenkirch an heutig Kathedral, die zunter dem Konkordat Église Saint-Pierre geheescht huet, ëmbenennen lost an Église Notre-Dame. Leifra-Kirch. Am méi gené ënner dem Patrozinium vun der Consonatrix Afflictorum. Den hautger gebräichlichen Numm Notre-Dame de Luxembourg als eigentlichen Touristennum, a beste Fall seg Urzbezeichnung. Kirch ass de Jure der Trächterin geweiht. Voilà. Der Relaunch vun der Octave gouf favoriséiert durch Zeitëmstände, den internationale Kontext an d'Evenementer am Großraum vun der katholischer Kirch. Do hat eng allgemeng marianisch Begeerung agesat, begünstigt durch Romantik an Definition vom Dogma von der Immaculata, der ohne Irfsinn empfangener Jungfrau Maria durch den Papst Pius IX. Am Jahr 1854. Die Erscheinungen von Lucht 1851 an die Verbreitung vom Rosenkranzgebiet durch den Papst Leo XIII. So konnte Octave sich an der zweiten Halbzeit vom 19. Jahrhundert entfallen. 1847 mat 60 Präzisionen an ca. 27.400 Pilger. 1856 mat 72 Präzisionen an ca. 30.700 Pilger. 1863 mat 80 Präzisionen an ca. 34.000 Pilger. 1869 mat 90 Präzisionen an ca. 36.600 Pilger. 1871 mat 100 Präzisionen an ca. 42.100 Pilger. 1870 mat 110 Präzisionen a bald 40.000 Pilger. Dat heescht, ma erliewen eng konstant Hoss vun der Bedeligung. Den Bischof Adames gëtt 1883 eng jährlich Pilgerzull wo bis zu 80.000 Glewigen Staderland un. Bei enger Gesamtbevölkerung vun 210.000 Awohner, also bald all zweete Lützeburger as an d'Octave gangen. Den Adames huet Fi allem Redemptoristen aus St. Alphons der Patrekirch als Oktavprediger erugezun. D'Octave geschéie gouf vun der zweter Halbschicht vum 19. Jahrhundert un e wichtigt Element vun Lützeburger Kultur an e Phänomen vun organiséierter Massenreligiositéit. Am Bewusstsein vun der Kirch ass d'Octave e festen Marksteen vun der christlicher Memoria ginn. Begünstigt gouf all dat durch literarisch-geschichtlich an zum Deel erbaulich Durchstellungen vum Paul Alois Amherd 1855, Johann Engling 1856, Louis Kündchen 1866, am 20. Jahrhundert zusätzlich durch d'Octave-Literatur vum Michael Pfalz, besonders dat meifach opgelöst Standardwerk Heimstätte unserer lieben Frau von Luxemburg. So ass den Narrativ im d'Octave perpetuiert ginn bis op den heutigen Tag. An der katholischer Presse ginn Octave bericht an egen Durchstellung vum Lützeburger Katholizismus aneinander iwwer. D'Octave huet doch hireieren Aporbrucht fir den stoener Gestalten vum Lützeburger Nationalbewusstsein an Nationalgefill, grosso modo vun 1850 un. Dats déi Zeit, wo de Lützeburger Mariekult, a besonders d'Octave immer méi stark eng national a patriotisch Manifestationun vum ganze Land ginn. Och van die héich politisch Mandatsdréier
meescht aus dem liberalere Weier sich am 19. Jahrhundert ewächgehalen hunn. Gratei leit doch e bedeutenden Unterschied zwischen der Litzebuer an der Kevelarer Wallfahrt, wo das nationale Element komplett fehlt. Als Oktav vu den extra Kaché, well nämlich auch nach Volks Seel sich dran aggraviert huet. An Herz vun de glewige Mënschen vun Heit zu Lands mat der Oktav bis haut schlägt. Dat ass ein ganz einer Not an Ambiance wie d'Wallfahrt zu Kevelar, die des emotional Dimension aufgeht. Wurt also zum nationale Charakter vun Eiser Oktav. Auch zur Zeit vom Ancien Regime, 1900, war der Mariekult als Ausdruck vom Litzebuer Partikularismus eng national Wallfahrt am alle Sinn. Natio war durch die 3 Stände vertruden, Klerus, Adler, Bierger, die lächt für allem durchstiert. Sie und Wallfahrt gedrohen. Das Nationalkomponent als auch am moderne Staat vom Mitte des 19. Jahrhunderts greifbar ging, aber ernst. Nationalgefühl an der Patriotismus vom Volk, wo sich amalgamiert mit der Muttergottesverehrung. Am Märchen aus der patronisch Staater Land ein Sammelpunkt, ein Symbol an eine Kristallisationsfigur von der unabhängiger Litzebuer Heimicht. D'Oktav gëtt immer mehr Zwänger nationaler und patriotischer Ugelehenheit. D'Oktav gouf des gleichen Zwängem Integrationsfaktor von der neu entstandener Litzebuer Kirche, die so 1870 zu engem Bistum avancéiert war. Bis haut fanden wir praktisch an all Kirchheit zu Lands, und dat as Charakteristikum, eng Kopie vun der Mutter Gottes aus der Kathedral. Dass all Bischofe von Ufang an die populäre Mariekult assimiléiert hun, war pastoral klug, sodass die Kircheledung an die Kirche Volk und engem Strang gezogen hun, an ze Summe gewusst sind. So as d'Oktav bis haut zum großen Erfolgsschläger von der Diözese ginn. Kurz vor der Bistumsgründung hat am Kader vom Bicentenaire von der Erwählung von der Stadt Patronisch 1866 der Papst Pius IX. Durch die römische Kurie Kardinal Reisach Bild an der Kathedral an enger beeindruckender Feier Kräne gelos. Hei durchgestaltet op engem Kauermantel aus der Kathedral vom Ufang vom 20. Jahrhundert. Dass du not Pilgerzuel nach weiter Europagegangen ist, erklärt sich engerseits durch d'Eisebun, die 1850 am Grand Duché angefordert, an lo auch für die Wallfahrt genutzt gin ass. Andererseits durch ein gut ausgebauten Postkutschesystem. En plus kommen von Ende des 19. Jahrhunderts auch nes Pilger aus dem Noen Ausland, aus den 3 Nopeschländer. 1891 goufe Kontakte mat Kevelaar geknappt, gegenseitig Visiten a Partizipation vom jeweilige Wallfahrtsgeschehen und sich developéiert bis haut. An der Sonntag kommen sie, weil ich weiß nicht, eng solid Kevelaer Gruppe op Schlussfeierlichkeiten an als Oktav. Der Bischof Koppes huet doch Kontakte mat den nopesch Diözesen Namur am Metz opgeholt, sodass von 1993 an auch nächst geschlossene Präzisionen von den Lothringer an der Belg aus der Provinz de Luxemburg kommen sind. Haut waren die Belgiunerei war hier in Berghaut. Einzelpilger aus der Eifel sind hai auch zu nehmen, bis am 20. Jahrhundert auch an eng organisiert Wallfahrt angebunden gesehen bis op den heutigen Tag. Auch verbreite Litzebuer Muttergotteskult sich an Iwersee, wo Litzebuer Missionaren an Migranten, die waren zwischen 1840 und 1890 70.000 die Land verlassen, eng Statue von ihrer Madonna matgeholt, so op Kerry am Ohio an den USA am Jahr 1875, wo ebenfalls eng Wallfahrt entsteht, die weiter lieft bis haut. Ein Bild von der Trägerin zu Kerry an enger Präzision von 1915. Aufleger vom Litzebuer Gnodebild geht bis haut an der ganzen Welt die 100 an alle Kontinente. Hai eng modern Konsulatrix am Dom zu Belluno 1929 gestiftet von denen vielen Italiener, die von do op Litzebuer schaffe kommen sind. Ganz rezent Beispieler von engem Brauch, die weitergeht, eng Kopie von der Trägerin, die von den Nokomme von der Litzebuer zu Chicago für 2 Jahre ugefrot war. An eng Weiterstatue, die aus der desakralisierten Kapelle von Olm, die de Weh von Tudor Prom an Titelkirche von einem Kardinal San Giovanni Crisostomo in Monte Sacro Alto für eine pur meint.
Vom 19. bis weit am 20. Jahrhundert entwickelt sich eng bedeutend fir d'icht romantisch, du noch ernst geprägt Bildproduktion vum Lützeburger Gnodebild, Populärdurstellungen wie das, besonders auch hellige Bildercher Postkarten, méi oder manner kunstvoll Reproduktionen op Pabaier, Parzeleien, Zënn, Medaille, Spengele, Kerzen bis hin zu alldeegliche Gebrauchsgegenstände wie Gläser, Köchten an so weiter. Dacks waren net Souveniren aus der Oktav, die Scheinzeit daheim weiterliewe lassen. Viel Kirchefenstren zu Ehre vun der Landespatronisch sind ugeschafft gin. Hai pur Beispieler. No im Zweite Weltkrieg komme bis an den 20. Jahrhundert auch Timbren mit Mariendurstellungen heraus, nach vielleicht 2016 als Co-Produktion für der Lützeburger Post an der Vatikanpost. Das ist die Block da oben, sieht aus Mutter Gottes, längst steht der rechte Petersdom. Der 5. Deelland Oktav am 20. Jahrhundert an Doriva heraus. Von 1907 an gouf der nationale Charakter von der Oktav verstärkt, wie die katholische Prinzessinnen, a von 1912 an Großherzogin und den Aufschlussfeierlichkeiten deelgeholl hun. Magazin Heid, Marie Adelheid hannert dem Baldachin. Du hast Mattiere Schwestern an Dame d'Honneur an Sophie und hannert den Himmel. Datselwicht gilt für die Politiker, besonders aus den katholischen Reihen, so der 1914 gegründete Rechtspartei Vierlefer von der CSV. 4 an 1900 setzen die spezifische Oktavlieder sich durch, die den Pakt von Maria mit dem Land an ihre Schutz über das Land als Inhalt tun. Klag den Leid 1890 von Langer a Bertel, O Mam lief Mam do Owen 1894 von Mühlendorf a Bertel, wie unsere Väter flehten 1903, wo Welter beicht, lief Mamisch wesende Saison 1938, wo Weiß a Biver ansufieren. Den Undrang vun de Pilger huet nach Zougeholl an 1909 100.000 Grenz erreicht. Schon Ende des 19. Jahrhundert hat sich dofir d'Fro vun enger neier Wallfahrtskirch stalt. Et goufe Pläng fir so eng gros neogotisch Kirch opzerichten, Glassi, Lampertsbierch am Konviktsgät. Die Pläng, ob am ganze 7 potenzielle Siten, sind aber nie ausgefauert gin. Haut so mal Gott sei Dank, sonst hätte man da ein Kirchmeize besuchen zu betreiben an der Stadt. Hai ein Beispiel von der geplanter Kirche Lampertsbierch an der Achse von der Avenue de la Porte-Neuve. Das Problem von den vielen Pilger kommt eine Dürbellesung. Einerseits als die Oktavzeit verlängert gin, 1891 als eng Halle Foch fir Drogesät gin, 1921 nach eng Halle Foch, sodass se vun do un 2 Wochen dauert, vom 3. bis 5. Sonntag no Ostern. Das also lo eng Dürbeloktav, mit den Oktav ass am Volksmund bliwen. Zwar ass keng neii Wallfahrtskirch gebaut gin, méi die bestehend Kathedral gouf vergréissert. Pläng vom Architekt Hubert Schumacher sie von 1935 und ausgefauert gin, 1938 war der Neubau fertig. Den alle Kauer war aufgedrohe gin, an durch ein groß rechteckiges Queerschiff mit einem neue große Kauer ersat gin, plus 2 Neutien. All das hat eine gewisse Beruhigung an den Oktavbetrieb brucht. Ende vom Ersten Weltkrieg 1918 mussten Präzisionen, auch die Schlusspräzision, wenn es der Gefahr von Fliegerangriffen ausfallen. Mit so viel mehr strikten Mesuren als am Zweiten Weltkrieg kommen. Die Oktavzeit gouf 2-mal ein paar Tage verkürzt. Predigten sie von 1942 an ausgefallen. Präzisionen an die Stadt waren von den Nazis verboten. Just kleine Gruppen an Einzelpilger sind an die Kathedrale gekommen. Der Bischof Philipp hat doch angeordnet, die Oktav an den Paaren daheim zu feiern. Da sind Taualtäre umfunktioniert zu einem Oktavaltor. Ein paar Beispiele. No Modell vom Votivaltor an der Kathedrale, mit einer abgestalter Trägstrinstatue an der Mitte, an einem Meer von Kerzen und Blumen. Am Zweiten Weltkrieg, ein Foto von 1941, war auch der Höchstpunkt von dem religiös-nationalen Element von der Oktav zu verzeichnen, wo 2 Frauen, nämlich Mutter Gottes an der Kathedrale und Grand-Duchesse Charlotte am Exil, Lützeburger Einheit und Unabhängigkeit verkörpert haben.
Demals sinn Mutter Gottes Bilder zirkuléiert, mat als Reliquie daran angebiezt engem klengesteck Stoff vun engem Rack vun der konsulatrige Statue aus der Kathedral. Die Bilder, die auch in der Lützeburger Zaldoten verbret waren, sollten hinnen durchhalen, Optimismus an Hoffnung ob eng frei Hemicht vermitteln oder an hinne wachhalen. So wie auch allgemein religiös Idealer an Trei zur patronisch vu Stader Land, vis-à-vis vun der Nazi-Besatzung viele Leute am Krieg, wichtigen patriotischen Halt an eng moralisch Uppak waren. Och nom Krieg gouf d'Oktav bis haut als die schönst an intensivst Zeit vun der Lützeburger Kirch erlieft. Es aus ihrer ursprünglicher Gestalt als Nationalwallfahrt treu blieben und der sich all Pairen a katholisch Gruppierungen bedeligen. Wie am Lauf von den Jahren kommen auch Adaptierungen und die Neugegebenheiten an den Stil von der Zeit. 1936 war die Wallfahrt von denen Kranken an den älteren Mattmenschen an Liewe gerufen gehen. 1937 die nächtlich Männerwallfahrt, die 80 Jahre lang populär blieben an du verschwunden ist. Am marianische Jahr 1954 gouf der Eröffnungsfeier op de Samstich 4 um 1. Oktav Sonntag gelöst, auf ihr dechte Keier Mariestatue a Prozession durch die Kathedral bis bei de Votivaltor gedrohen. No an no kommen dabei oder sind ausgebaut gin die Wallfahrt vun de Behinderten, de Kanner, de Pele de Jeunes von 1976 de Lützeburger um 1. Oktav Sonntag an der sogenannter Messe du Peuple de Dieu hinter den 80er Jahren. D'Oktavprozessionen, die als Stader Land an Kathedral gepilgert sind, dacks zu Fuß a vu weit hier, wäre groß aber beeindruckend, oft vu lokale Musiksvereiner ugefauert a begleet. E paar 100 Pilger aus den Landgemengen, iwwer Tausender méi aus de größeren Ortschaften erstiert. Allerdings gouf Pilgerzuhl vun no der Jahrhundert wenn net mehr erreicht, als war stattlich blieben. 1951 waren 82.500 Pilger. Den Bischof Philipp huet all Joer fir d'Oktav en egent Tierdeschreiwes herausgin, as sie ënner den Thema stalt, eng Tradition, die bis haut besteht. Dobei huet die spirituelle Ausrichtung dominiert, weniger die national. Von 1961 gouf die deeglich Oktavandacht mat Predigt iwwerdroen. Fir d'Eicht vu Radio Lützeburg du no dem DNR a vun 2014 private Fernsehkanal DOC. Dort zogen doch 1972 eng Bicherausstellung als zusätzlichen religiös-kulturellen Unzähungspunkt. Nom Zweite Vatikanische Konzil ugangs des 60er Joren als Maria an der kirchlicher Verkündigung Manner an ihrer historischer Bedeutung fir Land, am méi an ihrer theologisch heilsgeschichtlicher Relevanz gesinn, an als Urbild vun der Kirch an Zeche vun Hoffnung an Trost und Pilger wie vom Volk Gottes gesigin. An dem Sinn goufen die Großjubiläen als Jubiläumsoktaven von 1966 an 1978 300 Jahre nur den 2 Erwählungen gefeiert. An den letzten Jahren gilt d'Aufmerksamkeit besonders der Integration von den nicht-Lützeburger Katholiken an d'Oktav geschehen durch explizit Abbezehen von ihren Traditionen bei spezifischen Spruchgottesdiensten an noch an der Schlussprozession. D'Oktav gouf am Lützeburger Wort seit dem 19. Jahrhundert ausgiebig medial vermittelt. Wohl gouf die Integrativfunktion vun der Oktav fir die Gesamtbevölkerung durch den gesellschaftlichen Prozess von Säkularisierung und Pluralisierung aufgeschwächt. Noch bis vir Corona ass se ënner grosser Bedeligung vun de Katholike vu Lützeburg an de Grenzregionen gefeiert gin, wobei eng Pilgerzuhl vu 60.000 sich angependelt hat. An als gesellschaftliche Phänomen gëtt so haut an der Öffentlichkeit vorgeholt. Auch van 12 vun de Partizipanten mat de Jorensrückgang ass an d Wallfahrt net mit die Bretwirkung huet, so bleiwen Dach Teichpunkter Schlusssondig mat der Reelektion vun der Patronisch Mores an der Homas a mat der Schlussprozession durch Dörverstaat no Mittes erhiwend. Seit dem Monseigneur Frank gouf regelmäßig Kardinal fir des Feierlichkeiten invitéiert, wat der Wallfahrt eng zusätzlich weltkirchlich Dimension gëtt. Der nationale Charakter gëtt ënnerstach durch Präsenz vom Staatschef a Membre vun der großherzoglicher Familie, auch durch rangheich Politiker als Stader Land. Bis 2013 hun de Premierminister an einer Regierungsmembren deelgeholl.
Bemeien die verschiedenen Spruchgruppen verstärkt an d'Oktav anzubeziehen, huet ënner dem Erzbischof Hollerich nach zougeholl, sodass die Integrativfunktion vom Lützeburger Mariekult op engem anderen Niveau nees wiest. Auch goufen der pluralistischer religiöser Nofro entsprechend nei Offere geschaffen wie Kannersegnungen, Zähne vu Koppelen, Familierally, Mammegebiet, Solidaritätsgebiet fir Mënschen oni Dach iwwerem Kap, Gebirtsnucht, Lichterprozession, ökumenisch Meditation ansophirun. Eng speziell Oktavkommission zechen 2013 responsabel fir des Adaptationen, das auch ganz schön das, wat am Präsidentin Hai dabei ist, für an dieser Konferenz eben noch Präsenz zu markieren. Den 6. Deel weiter Bestandteile vun der Oktav. D'Oktav war an as eng Pilgerfahrt. Wie wat as Pilgere gangen. Gewusst dat religiös Motiv huet priméiert. Eng Wallfahrt huet den Opsicht geholl fir eng Gnot, dat techt eng Intervention vun Uwen, eng Faveur, zum Beispiel eng Heilung zu erreichen oder sos eng auch manner spektakulär Gebirtserhörung. Et kon den awer auch am Ancien Regime für 1900, wo weltliche Griechter zu enger Wallfahrt kondamnéiert ginn, so war dann eng Bosübung a Platz vun enger Strof. Ein zusätzlichen Attrait war von Ufang an bis an Fried 20. Jahrhundert ein Ablass, den ihr bei der Pilgerfahrt regelmäßig gewannen konnt, und die von der Päpst bei der wichtigen Marksteng von der Oktav op dem Mond hin konzediert gin ass. Durch den Ablass konnten die sogenannten zeitlich Sündestrophen deelweis oder bei einem vollkommenen Ablass ganz aufdrohen, für so möglichst sehr no dem Tod zu seinem Seelenheil zu kommen. Sündestrophe sind der Recht, wo Beisem wer bleibt, auch van Sünde selber durch Beicht verziehe gesinn. Den Ablass wird also Beicht nicht ersät, mehr vorausgesät. Haut spielt den Ablass so gut wie gut keine Rolle mehr. Nicht zuletzt, weil mit des 20. Jahrhundert die Stoßrichtung von der christlicher Spiritualität sich total geändert hat. Und nicht mehr prioritär, dass ewig Seelenheil am Jenseits abheilt, mehr eine Gottesbeziehung an diesem Leben will aufbauen und gestalten, wohl dann not Perspektiv auch über den Tod heraus. Wer haut mit der Wallfahrt verbunden wird, als das ein Glaubensakt, den sich auch über den Raum von der Kirche raus nach außen hin an die Weltraum manifestiert. An Zeichnis geht von der religiösen Überzeugung an einer aus sich nicht gläubiger Welt. Pilgere geht in individuell oder gemeinschaftlich, am letzten Fall dax an einer Prozession. Das heißt engem religiöse Kortege mit einer gewisser Ordnung am Gebet und Gesang in NRW. Der Sinn von diesen Prozessionen ist in anderem die vom Glav, der Jowe ist, auch durch Betreten, aber go von engem Weh zu illustrieren und zu exteriorisieren. Bierde mit de Face gewissermaßen. Aufgesehen vom Ziel, das die will erreichen, nämlich das Sanctuaire mit seinem Gnodebild. Auf 4 sticht zum Schluss von der Oktav die feierliche Schlussprozession, oder auch noch einfach Oktavprozession genannt, der Schlussakkord von der Oktav. Sie kennt aus der Zeit von der Wallfahrt, wo nur der Oktav Bild prozessionsweise in Glassis Kapelle oder aus der Jesuitenkirche zurück an Glassis Kapelle gedroht ginas. Weil bis zur Französischen Revolution gouf ja just während der Oktav oder auch mal an Kriegszeiten die Statue von der Mutter Gottes von der Bausen feierlich ran an die Festung gedrohen, für do an der Stadtkirche abgestaltet zu gehen. Nicht zu vergessen den Oktavmärchen. Links an den 60er Jahren an Haut, wie es heute sich präsentiert, also 4 und 2, 3D. Ein sympathisches Stück Oktav an Haut für Muncherin dat einzigt. Die Mädchen huet von Anfang an zur Oktav geheiert, huet aber wie Oktav am Laufe der Zeit mutiert. A Form von engem devotionalien Maid goufet schon von 1625 Glassi, a von 1639 Jesuitenkirche. Da kon den heilige Bilder, Medaillen, Statuen, Rosenkränze an Sophiro kaufen und noch sich stärken. Die 10.000 bis 10.000 Pilger, die für die Oktav an die Stadt kommen, mussten ja bekästigt gehen. Restaurant goufen nach kein. Wie 1830 die Knödler Kirche aufgehabt ginas,
als op der freier Platz no bei der Pilgerkirch eng ideal Platz entstanden fir den Oktavmädchen aufzuhalen, als Pilgermeid, wo mit des 19. Jahrhundert den Devotionalienhandel regelrecht iwwerschwemmt ginnners mat reliesen Andachtsgegenständen, die so tonneweis aus ausländische Fabriken geliefert goufen. Hei kleng Statuen, die gouft an alle Formen, Gräisten, an alle mögliche Materialien. Oder ha eng Serie vu Weiwasser spett mat der Konsulatrikstrop, da gouf fréier Weiwasser dra geschott mat dem hin dann fir Schlofegrund kreisi wat sich mache kommt. Oder als sorte Medaille, Spengele, Portkleen an sovi voilà. Du no ho Loos einer Verkaufsstänn an Imbissbuden iwwerhand geholt, gouf immer méi e Sensationsmäit mat Jongleuren, Karussellener Spieler eng regelrecht Konkurrenz zur Schoberfauer. Sodass den apostolische Vikar Adames 1859 bei der Gemeng protestéiert huet. Menaçant de transformer notre fête religieuse en une autre Schobermesse. Cette fête appartient à ceux qui veulent prier et non pas à ceux qui veulent s'amuser. Zter den 30er Jore vum 20. Jahrhundert sinn nëmme méi Spielsachen a Kirmesbuden nieef de reliese Souvenirsbutiger zougelos. Vol dawer haut nies bëssen eng Kirmes get das nies bësse Schober vor. Haut das Oktavmädchen eng Platz vu Begeignung fir Leiit vun alle soziale Schichten an enger gemidlicher Ambiance. Ech erinnere mich als Kant, drun wann no der Mast Kathedralsdieren opgange sinn, dann hat ihn als Geruch en interessant Gemisch vu Weihrauch a gebackenem Fisch. Die an ihrer Kombination der Atmosphäre eng ganz ege Prägung ginn hunn eben typisch Oktav. So wie auch d'Oktav eng wichtig ekonomisch Einnahmequell fir d'Staater Geschäftsleit war. Extra Oktavangeboter wäre Jozente lang à la une an den Zeitungen, am Wort besonnech, weil do BQ 14 Deeg lang zigtausende vu Leiit an d'Staat kommen sinn anerkauft hunn. Oft war die einzig Keier, wo se an d'Staat kommen sinn. Bei Jeis als Kanner wet schon 2 mat Oktav a fir d'Schober vor. Och wat Oktav eng Geleenheet fir religiös-kulturelles unzubieten. Expoen iwwer kirchlich Paramenter mit des 20. Jahrhundert gene so dazu geheiert, wie de Missionsbasar bei den Elisabethrinnen am Missionshaus vis-à-vis vun der Kathedral, haut den City Center vun der Gemeng. Oder seit lange Joren Bischerzelt vun der Awussebildung. Eng Frucht vum Oktavgedanken an zugleich eng Success-Story gouft wirkt tricentenaire. Dat op d'Inspiration vum Staater Dächen Jean Heinisch zrickgeht, wie 1978 den Tricentenaire vun der Erwählung vun der Landespatrinisch gefeiert gouf. A Platz der Mutter Gottes nei Reck, Kronen, Zepteren oder Herzer ze schenken, huet Lützeburger Kirch sich vun der Troust an Dingstaltung vun ihrer patrinisch Lede geloss, an de Solidaritätszeche gesat mat Mënschen mat Handicap a mat ihre Familien. Den Tricentenaire bit hinnen Wunmeiglichkeet as Weien, psychosozial an therapeutisch Bekleedung, Erbis a Freizeitmeiglichkeiten an Hëlf bei der sozialer Integration. Viel vun eis zu perseni Souveniren aus der Kantheet und Oktav, an die will man net müssen. Hei kën Logidre vun eich seng Oktavgeschicht verzielen. Dazu gët doch eng Rei Prosatexter vun Nikolaus Welter, Jean Duren, Jean-Pierre Erpelding, Milly Till oder auch Oktavgedichter an Texter vum Jean-Theodor Laurent a vum Emanuel Reichling a vielen anderen. Ich komme bei der Konklusion, 7. Punkt, konstanten Abrich. D'Oktav ass also no 1624 no dem Opstelle vum Bild vun der Trägstrinnung Glaci progressiv entstan, als jährlich Pilgerfahrt bei Konsulatrix, die bis haut weiterlieft. Ufang fährt eng woch am Hircht dem 10. Oktober erëm. Du 1679 vu 1679 an der Zeit no Ostren, de 4. bis 5. Sonntag no Ostren. Später hinnners nach eng woch fir Drunnen gesat gin. Zter bald 400 Joer also pilgeren Leiit an Staat bei Mutter Gottes, wobei die Pilgerzeit hier historisch hechten an Deiften kant huet. Och haut bleif die reliis a festliche Atmosphäre vun der Stadt zur Zeit vun den 2 Oktavwochen impressionant, och Schlussprozession durch Strossen an iwwer Plaze vun der Uwerstaat. D'Oktav war an ass e wichtigen Liwensnerv vun der Lützeburger Kirch. Ihre patriotische Charakter hat am Zweite Weltkrieg sein Zenit erreicht. Geht um Konzil an de 60er Joren zugunste vun enger theologisch-kirchlicher Durchdringung zrick.
Dabei huet die Integrativfunktion vun der Oktav zunächst o Bedeutung verloren. No 2000 awer is zougelöst, allerdings op engem anderen Niveau. Vier Runden op Litzebuer Bevölkerung bezun lo op da Bezeie vun den ausländische Katholiken an dat sie mittlerweile die meescht. Last not least d'Oktav als Patrimoine UNESCO. Seit 2008 steht d'Oktav zu Ehre vun der Trächtrin an Leet op dem nationalen Inventaire vum immateriellen Kulturierwen zu Lützeburg. Das liewige Patrimoine a gëtt als Tradition vu viele Leiit an Assoziationen gefördert, net zuletzt weil se e Gefühl von Identität a Kontinuität an enger Dach ziemlich op Changement getrimmter Gesellschaft vermittelt. Am mat diesem Bild vun der Plakette vum Bistum so ich merci für Ihre Aufmerksamkeit.